Und jetzt zur Kultur. Der kurdisch-irakische Schriftsteller Bachtiar Ali wurde von Saddam Husseins Regime verhaftet und gefoltert. Seit den 1990er Jahren lebt er in Deutschland. Und er hat jetzt seinen ersten Essayband veröffentlicht mit dem Titel »Das Lächeln des Diktators«. Und gemeint ist Saddam Hussein. Wolfgang Popp. Mehr als ein Jahr dauerte der Prozess gegen Saddam Hussein. Schließlich wurde er wegen der Massaker an Schiiten und Kurden zum Tod durch den Strang verurteilt. Am 30. Dezember 2006 kam es zur Hinrichtung. Bald darauf kursierten im Netz Videoaufnahmen von den letzten Minuten des irakischen Ex-Diktators. Auf ihnen machte Bachtiar Ali eine für ihn rätselhafte Beobachtung. Saddam Hussein lächelte, als man ihm den Strick um den Hals legte. Ich wollte das ein bisschen analysieren. Warum hat er so gelacht? Er wusste, dass dieser Moment bleibt. Und das war ein Versuch von ihm, eigentlich den Tod zu besiegen, ja. In seinem Essay »Das Lächeln des Diktators«, der dem ganzen Band den Titel gegeben hat, denkt Bachtiar Ali über die Funktionen des Lachens nach, von der griechischen Antike bis zur Kultur der Beduinen. Viel Raum nimmt im Buch die Geschichte der irakischen Kurden ein. Für sie bedeutete die Anfalloperation des Jahres 1988 das größte Verbrechen Saddams an ihrem Volk, denn damals, im letzten Jahr des Iran-Irak-Kriegs, ließ das Regime einen Völkermord an den Kurden verüben. 182.000 Menschen und immer noch gibt es keine Zeugen, die da waren, um uns zu erzählen, was da geschah und wie wurden diese Opfer getötet und wer hat die Befehle gegeben. Vom Terror des Saddam-Regimes handelt auch Bachtiar Alis aktueller Roman »Mein Onkel, den der Wind mitnahm«. Darin erzählt er von den damaligen authentischen Ereignissen in einem märchenhaften Tonfall. Der Onkel ist durch die Haft nämlich so ausgezehrt, dass er vom Wind emporgerissen und hoch über die Gefängnismauern hinaus davongetragen wird. Geschrieben hat Bachtiar Ali den Roman wie alle seine Bücher im kurdischen Sorani. Fast 14 Millionen Kurden sprechen Sorani. Die sind die Kurden von Irak und die Kurden von Iran, ja. Und die Kurden von Syrien und Türkei, die sprechen Kurmanji. Kurmanji ist mehr als 30 Millionen Kurden, aber fast 80% aller kurdischen Texte und kurdischer Literatur wurden auf Sorani geschrieben. Über Jahrzehnte war das Kurdische als Schriftsprache verboten. Dann kam es in den 70er Jahren zu Lockerungen im Irak. In seinem Essay »Warum ich auf Kurdisch schreibe« erzählt der 56-jährige Bachtiar Ali, wie er als Schriftsteller Pionierarbeit geleistet hat. Wir waren die erste Generation, die diese Sprache benutzt, um Romane zu schreiben, um philosophische Texte zu übersetzen, um mit dieser Sprache zu denken. Interessante Ansätze findet Bachtiar Ali in seinem Essayband »Das Lächeln des Diktators«. So erklärt er etwa die politische Situation im Nahen und Mittleren Osten anhand der Haltung der Gesellschaft zum westlichen Kriminalroman. Dass eine Kritik auch im Deutschen scharf und schelmisch herüberkommt, dafür sorgt die Übersetzung von Ute Kantera-Lang und Ravesh Salim.